Diese Rätsel, alter Schwede, mich beinahe kirre gemacht, ganz ernsthaft. Willkommen zurück, Leute, trotzdem hier zum Let's Play von Zurück in die Zukunft. Und ja, das ist ja einfach, naja. Wer hat gesagt, das wäre hier? Ja, es ist echt so, der bringt halt da unterschiedliche Fragen und so. Und zu der Frage gibt es halt eine bestimmte Antwort aus unserer Liste. Das Problem ist, wir können zwar die anderen Typen, die hier vorbeikommen, auch rein wollen, zwar abhören, das klappt zwar. Nur leider bringt uns das gar nichts, weil deren Fragen tauchen bei uns gar nicht auf. Heißt also, wir müssen überall durchklicken und alles irgendwo notieren und auswendig lernen, wie auch immer, so wie ich es jetzt gerade vorhin auch offscreen gemacht habe. Jetzt habe ich gerade die Frage vergessen, Entschuldigung. Könntest du das wiederholen? Wer hat gesagt, das wäre hier? Das wäre gemäß meiner Liste. Hieronymus Bosch? Was tust du bei einem Überfall? Überfall. Die Allgesetze überprüfen. Das heißt eigentlich. Fallgesetze überprüfen? Wo willst du morgen hin? Hinfort. Hinfort. Willkommen bei L-Kid. Ja, dankeschön. Also sag doch, bis die alles raus hat, alle Antworten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist mir ein Vergnügen, Ihnen wieder einmal die heißeste Nummer auf dieser Seite der Rockies zu präsentieren. Und wenn ich sage ein Vergnügen, dann wissen Sie schon, was ich meine, oder? Ein großes, L-Kid-mäßiges Willkommen für die eine, die einzige Trixie Trotter. They say I'm crazy, got no sense, but I don't care. They may or may not mean offense, but I don't care. Aus dem Weg, Kleiner. Ich muss meine Sorgen ertränken. I am my own superintendent. My star is on the ascendant. That's why I don't care. I don't care. I don't care. What Tja, eine hübsche Stimme hat's hier. Übrigens, es war da gerade I'm happy. der Cop, Officer Parker, sprich Danny Parker, also müsste das ja der Großvater von Jennifer sein. Hey, ich kenn dich, du bist... Parker, Officer Danny Parker, Polizei von Hill Valley. Kennen wir uns irgendwo her? Nein. Setz dich hin, Fremder. Ich geb dir einen aus. Seit wann darf man während des Dienstes trinken? Wie ich höre, hast du Probleme. Probleme? Kumpel, niemand hat solche Probleme wie ich. Willst du darüber reden? Ich will. Oder? Ja. Hör zu. Alles begann, als dieses Auto... Every morning, every evening, hate we got fun. Not much money, oh but honey, hate we got fun. Wuhu. The rent's unpaid, Ja, dear. was ist nun mit dem We Problem? haven't a Ach, bond. ich will nicht in Selbstmitleid versinken. Ich bin hier, um fröhlich zu sein. Halleluja! In the winter, Ja, in the summer, er ist natürlich in seiner Funktion als Vorbild times are unübertroffen. getting bummer. Unterirdisch vor allem. Nun, was die Probleme angeht. Probleme? Ich will über all das deprimierende Zeug nicht reden. Ich will feiern! Ja, ich meine, theoretisch können wir uns bereits denken, wo sein Problem liegt. Mal abgesehen vom Alkohol natürlich. Er hat gerade gesagt, Auto, also ich meine, er hat einen DeLorean gesehen, der sich in Luft aufgelöst hat und alles mögliche, also naja. Solltest du Ten nicht verhaften? Wofür? Wegen des Betreibens einer illegalen Bar zum Beispiel. Also, ich mag die Bar. Also, wenn ich ihn verhafte, muss ich auch dich, mich und alle anderen hier verhaften. Es ist zu viel Arbeit für einen einfachen Polizisten. Prost. Darfst du denn im Dienst so viel trinken? Wahrscheinlich nicht, aber hier ist nicht geöffnet, wenn ich außer Dienst bin. Oh je, der hat Probleme. Dann bis später, Danny. Ich bin hier. Ich soll diesen Typen dazu bringen, Kid Tennant zu verhaften? Heute noch? Ach komm, Martin, wir haben schon ganz andere Dinge geschaukelt. Glaube zumindest. Hey, Hau ab, Zwerg. Ich versuche hier Leute zu unterhalten. Man merkt's.
keiner applaudiert. Trixie-Line! Entschuldigung, aber sind Sie Trixie Trotter? Steht zumindest auf meiner Garderobentür. Würde es zumindest, wenn ich eine Garderobe hätte. Was macht so ein nettes Mädchen wie Sie bei einem Kerl wie Tennant? Ach, Kit ist nicht so schlimm. Man muss sich an ihn... Hey, Schätzchen, meinst du könntest deine Nummer bringen? Die Kerle lieben es, dir dabei unter den... zu gucken. Wie du möchtest, Kit. Und gammel hier nicht rum. Fürs Shakern mit den Betrunkenen wirst du nicht bezahlt. Du bezahlst mich überhaupt nicht, Mistkerl. Worüber haben wir gerade gesprochen? Ja. Sie sagten, Kit sei ein netter Kerl. Naja, schätze, er ist ein echt lausiger Freund. Doch solange meine Versicherung nicht greift, stecke ich hier fest. Versicherung? Ja, ich bin vielleicht nicht die Hellste. Aber auch ich weiß, dass man einen Widerling wie Kit nicht einfach verlässt, ohne eine Versicherung zu haben, die ihn daran hindert, völlig durchzudrehen. Jo, klingt ja eigentlich noch, Versicherungspolice. Ja, wie gesagt, klingt ja eigentlich noch recht simpel und von dem her auch recht nachvollziehbar. Versicherung schon damals, 1931, sehr gut, wieso eigentlich nichts? Ich mag Ihre Stimme wirklich sehr. Danke. Du solltest mich mal hören, wenn es mir wieder besser geht. Sie sind krank? Ja, ich bin heiser. Deswegen lasse ich Cue-Ball heute Abend so lange Soli spielen. Ich hatte mich schon gewundert. Heißer? Na, ich weiß nicht. Ihr Lied scheint auf Officer Parker eine ziemlich starke Wirkung zu haben. Ich fühle mich sehr geehrt. Es ist schön, dass jemand mein musikalisches Talent zu schätzen weiß. Ja, zweimal dazu. Was hat es mit dieser Versicherung auf sich? Machst du Witze? Es gibt nur einen, dem ich hier vertraue. Aber ich habe ihn seit Wochen nicht gesehen. Sie meinen nicht Artie McFly. Artie McFly? Du kennst ihn? Nicht so gut, wie ich dachte. Bevor er verschwand, hat Artie mir alles Mögliche beigebracht. Etikette, Philosophie, Buchhaltung. Er ist ein echtes Universalgenie. Er hatte sogar eine Pfeife, wie ein Professor. Verstehst du? Kann ich mir die ausleihen? Sicher. Ich habe seit Wochen heimlich an meiner Komm von Kit-Los-Karte gearbeitet. Aber Artie ist der Einzige, dem ich meine Arbeit zeige. Bei einem Irren wie Kit kann man nicht vorsichtig genug sein. Oh Mann, was haben wir bloß getan? Es wird immer komplexer. Wenn ich ein Treffen mit Artie arrangiere, können Sie dann Ihre Versicherung einsetzen? Sie einsetzen? Verdammt, wenn das rauskommt, könnte ich den Dreckskerl in den Knast bringen. Ich werde sehen, was ich tun kann. Jo, würde ich auch sagen. Sie können mir vertrauen. Los, was haben Sie gegen Kit in der Hand? Streich das. Ich erzähle nichts, bevor ich nicht mit Arthur FLY gesprochen habe. FLY, schöner Name. Kennen Sie Sister Christian? Ich singe keine religiösen Lieder. Wie wär's mit Stairway to Heaven? Ich mache Populärmusik, Kleiner. Wenn du Kirchenmusik willst, geh in die Kirche. Wissen Sie, was Sie prima singen könnten? Diesen Song Sprich von... das mit dem Klavierspieler ab. Der hat die Songliste. Okay, das auch noch. Die Frage ist bloß, wie war denn das schon wieder? Wieso brauchen andere Songs? Ja, ich erinnere mich, dass das irgendwie damit etwas zu tun hatten, aber ich weiß nicht mehr, wofür. Wir einen anderen Song einsetzen sollten. Naja. I Don't Care. Was ist das? Der Text für einen Ihrer Songs? Ich kann ihn noch nicht auswendig. Alles klar. Toi, toi, toi. Danke. Sie soll sich heute gegen Kit Tennant wenden? Okay, Doc. Wenn Sie das sagen. Dann müssen wir uns beeilen, vor allem, wo ist Artie? Ich habe noch keine Ahnung mehr. Wir haben gesagt, er soll zwar in der Stadt bleiben und verdeckt. Das heißt natürlich, ach du Scheibenkleister, Nische. Hey, du! Redest du mit mir? Ja, Blödmann, ich hab gesehen, wie du meiner Eunice schöne Augen gemacht hast. Ach, hör auf, Eddie. Er ist irgendwie niedlich. Glaubst du, du kannst einfach hier reinspazieren und mir das Mädchen ausspannen? Also ob das bei seinem Typen nötig wäre. Ja. Vielleicht. Was willst du dagegen tun? Du feige Sau? Das reicht. Jetzt bist du dran. Elegant. Sieht aus, als müsstest du dich etwas abkühlen.
So, und wäre Cue-Ball schon mal weg. Tja. Typisch Männer, wa? Naja. Nicht alle. Okay. Wieso ist er jetzt... Verdammt. Way down in Louisiana, down in New Orleans. Vielleicht doch nicht. Hey, ich bin hier fürs Singen zuständig. Ist vielleicht auch besser, obwohl Martin gar nicht mal so schlecht ist, aber halt mir eine Gitarre als, naja, am Singen selbst. Hey, Hau ab, Zwerg. Ich versuche hier Leute zu unterhalten. Also nichts Neues. Whisper in my ear, so no one can hear. Secrets are for sharing love, they're not meant for blaring love. Whisper in my ear, so no one can hear. Shh. Whisper in my ear. let me Es stimmt, ja, es hat mit ihm zu tun. don't Mensch. fortissimo, Was man alles in 3 Jahren vergessen kann. Du. Danny. no one can hear. Nun, was die Probleme angeht. Bin gerade nicht in Stimmung, darüber zu reden. Ich will nur trinken und Trixie zuhören. Darfst du denn im Dienst so viel trinken? Wahrscheinlich nicht, aber hier ist nicht geöffnet, wenn ich außer Dienst bin. Das ist wohl das falsche Lied. Dann bis später, Danny. Ich bin hier. Wo auch sonst. Whisper in my ear, there's nobody near. More with the Tja, nehmen wir doch mal with the decibels. Whisper in my ear, ein trauriges. so no one can hear. Come to me, my melancholy baby. Cuddle up and don't be blue. Ja, sie ist eindeutig heißer. Ihr könnt heulen. Foolish fancy, Ja, weine ich an meiner Schulter aus. Wenn es um nicht sein muss und wir hier weiterkommen, dann, ja. Muss halt sein, wa? Danny. must have a silver Nun, was die Probleme angeht. Alles begann am 14. Juni. Ich verfolgte einen von Tennants Jungs, until the als sun plötzlich dieses Science-Fiction-Auto auftauchte und mich von der Straße drängte. Nein. Dann habe ich einen Zeugen verloren. Von dem armen Tölpel hat man nichts mehr gehört. Das war nicht deine Schuld. Und dann, zu allem Überfluss, ist mir ein 80-jähriger Brandstifter entwischt, als nicht ein, sondern 2 Weltraumautos auftauchten und ihn mir wegschnappten. Das ist unglaublich. Hat der Chief auch gesagt. Er wurde sofort degradiert. Meine Familie schickte mich zum Psychiater, weil sie dachte, ich halluziniere. Am schlimmsten war, dass mich mein Mädchen Betty verlassen hat. Sie glaubte, ich bin verrückt und ein schlechter Ernährer. Betty? Jennifers Großmutter Betty? Was? Hör zu, Danny. Es ist wirklich wichtig, dass du dich mit Betty wieder versöhnst. Der Zug ist abgefahren. Zum Teufel mit ihr. Ich habe ein kleines Geheimnis, mit dem ich 10-mal so viele Frauen wie Betty kriegen kann. Das Es wäre... gibt ein Geheimnis? Welches? Ich sollte es dir nicht erzählen. Wenn ich so traurig bin, kann ich nicht klar denken. Aber hör zu, Ja? ich mag dich. Du bist mein neuer bester Freund. Oh mein Bis Gott. später, Danny. Ich bin hier. Naja. Na, dieses geheime Lied. Oh meine Güte. Ja, diese Zeitreisen immer, wa? Das sonnige Lied. Was passiert dann? Will ich lieber nicht wissen. So, wir kennen sie überspringen.
Geht leider gar nicht. Whisper in my ear, so no one can Nö. hear. Secret Wir müssen ja zuhören. Du, du, du. for blaring love. Whisper Naja, okay. So schnell kann es gehen. Naja, man zuhören müssen, sie hätte von dem ja doch eine ganz adrette Stimme. read you soft Danny, and clear. Du. Don't make So, was das Geheimnis angeht. Oh ja, mein Geheimnis. no whisper Gut, du bist mein Freund, dir kann ich's ja sagen. Aber verrate es niemandem. Ich arbeite seit über einem Monat für Tennen. Was? Es ist wahr. Ich muss nur wegsehen, wenn Beweise vernichtet werden oder ein Laster voll Gin über die Bezirksgrenze kommt. Dann kümmert sich Tennen darum, dass ein paar Extrascheine in meine Lohntüte kommen. Gutes Geschäft, hä? Darling, whisper in my ear. es gibt nicht vieles, was ich hasse. Wirklich gesagt hassen. Es gibt nicht viel, aber eines davon ist garantiert ein korrupter Bulle. Nein, kein gutes Geschäft. Wo ist das Problem? Die Leute müssen trinken, oder? Und solange niemand verletzt wird, warum sollte Daniel J. Parker nicht ein paar Mäuse dabei machen? Weil es falsch ist. Aber da kommen Leute zu Schaden. Kid ist ein Killer. Ach, das sind nur Gerüchte und falsche Beweise. Obwohl, die Ehrengalerie ist schon ziemlich gruselig. Oh Gott, das war ein schrecklicher Fehler. Ich dachte, wenn ich ihnen etwas Geld gebe, würde Betty mich zurück wollen. Wenn sie herausfindet, was ich getan habe, spricht sie nie wieder mit mir. Was habe ich getan? Ja, das war ja super. Komm schon, Danny, reiß dich zusammen. So schlimm ist es nicht. Nicht so schlimm. Ich bin ein korrupter Bulle, der seine einzige Chance auf wahre Liebe verspielt hat. Wieso ist das nicht so schlimm? Das ist, keine Ahnung. Glaub mir, alles wird gut. Hör einfach der Musik zu. Warum? Das hilft auch nicht mehr. Hier in der Bar gibt es wohl nichts, das diesen Typen jetzt auf den richtigen Weg führen könnte. Pass auf dich auf, Danny. Oh Gott. Ja, ich finde, Gott kann auch nicht mehr groß helfen. Trotzdem eine Musik, okay. Trauriges Lied, Geheimnislied hatten wir. Jetzt haben wir natürlich noch das zornige Lied unter anderem. Wenn noch I don't care, aber glaube, dass das wirklich was bringt. Lustiges Lied, nee, versuchen wir zorniges. Wow. What is this feeling that has me in its grip? What has me on the edge and curling my lip? Worse in the blues or the front page news, it's rage. I'm overflowing. I've asked my doctor and psychiatrist too. They tell me that there's not a thing. So, jetzt ist er wütend. Die Frage natürlich, ist das ein guter Umstand oder ist das der größte Fehler unseres Lebens? Danny, glaub mir, alles wird gut. Hör einfach der Musik zu. Warum? Das hilft auch nicht mehr. Hier in der Bar gibt es wohl nichts, das diesen Typen jetzt auf den richtigen Weg führen könnte. Ich glaube, ich weiß, warum du Tenne nicht verhaftest. Du arbeitest für ihn. Bingo! Ich glaube, ich weiß, warum du Tenne nicht verhaftest. Du arbeitest für ihn. Bingo! Lotto! Naja. Diese Mengen an Alkohol sind deiner Gesundheit nicht zuträglich, weißt du? Wer bist du, meine Mutter? Eher dein zukünftiger Schwiegerenkel. Was? Ach, nichts. Das mit der Mutter wollte ich gerade auch Pass auf sagen. dich auf, Danny. Oh Gott. Okay, Lieder bringen das wirklich nichts. Ja. Tja, wir brauchen echt Arti. Hey, Barkeeper. Was darf sein? Was zeichnen Sie da? Mal wieder eine Karikatur. Sie zeichnen die? Die Prohibition wird nicht ewig dauern. Ich brauche etwas, das ich tun kann, wenn das alles vorbei ist.
Wegen dieser Ehrengalerie. Was ist damit? Was ist daran so ehrenvoll? Die Karikaturen in der Ehrengalerie erinnern an diejenigen, die nicht mehr unter uns sind, da sie einen gewissen Irving Kid Tannen verärgert haben. Leute, die Kid hat umbringen lassen? Natürlich nicht. Das sind nur ein Haufen Typen, die Kid nicht besonders mochte und die irgendwann später tot aufgetaucht sind. Das ist ein, wie soll ich sagen, seltsamer Zufall. Oh ja, grausam seltsam. Kannst du eine Karikatur von mir zeichnen? Sicher. Presto! Die sieht mir überhaupt nicht ähnlich. Du hast auch nicht viel Markantes. Leider wahr. Irgendeine Idee, wie man diesen Parker redselig stimmen kann? Ich bin kein Sigmund Freud, aber mir ist aufgefallen, dass Danny Boy besonders empfänglich für Miss Trotters Liedtexte ist. Vor allem, wenn er so viel getrunken hat wie heute. Hä? Ja, manche Leute lassen sich von großer Kunst inspirieren, andere eben von einer Sängerin in einer Bar. Ja, so viel dazu. Ich glaube, die hilft Danke nicht fürs groß, Gespräch. groß Bestell weiter. nächstes Mal einen Drink. Das ist keine Bücherei hier. Schade eigentlich. Ja, nun unsere Karikatur. Sehe ich wirklich so aus? Momentan schon. Dann gehe ich mal wieder. Ich glaube, hier finde ich nicht viel anderes, wa? Hey, Ziehleidewürstchen. Freundlich. Hey, woher hast du den? aus dem Kostümladen in der Einkaufspassage. Der ist maßgeschneidert. Tatsächlich. Hat Qualität. Wer bist du? Woher kommst du? Ich heiße Michael Corleone. Ich bin einer von euch, Jungs. Erkennt ihr mich nicht? Nein. Na los, was soll das? Raus mit der Sprache oder? Ganz ruhig, Kid. So wie sein Anzug geschnitten ist, könnte er zur Valenti Gang gehören. Ist das so? Ja, ja. Ja? Wer weiß es. Du gehst hier nicht weg, bis du mir ein bisschen Bonafide gezeigt hast. Buna was? Scheiße. Trixie? Ja? Hübsche Karikaturen da oben, was? Ja, Zane ist ein toller Zeichner. Aber es fällt mir schon etwas schwer, sie anzusehen, wo ich weiß, dass sie nur noch die Radieschen von unten ansehen. Hübsch formuliert. Toi, toi, toi. Danke. Was wird denn wohl passieren, wenn ich dem guten Danny unsere Karikatur zeige? Sie sind wohl kaum an einer Karikatur von mir interessiert. Schade. Vielleicht Trixie, aber was soll sie schon machen? Sie sind wohl kaum an einer Karikatur von mir interessiert. Das können sie fast nur noch selber irgendwie aufhängen, aber Ich wollte immer berühmt sein. schön. Die Spitzmaus hat nicht tief genug gegraben. Oha. Danny, Du, glaub mir, alles wird gut. Hör einfach der Musik zu. warum? Das hilft auch nicht mehr. Hier in der Bar gibt es wohl nichts, das diesen Typen jetzt auf den richtigen Weg führen könnte. Danny, Oh Gott. Schwieriger Kunde. Ja, dann nehmen wir doch mal, Lucy kann etwas bringen, nehmen wir mal I don't care. They say I'm crazy, got no sense, but I don't care. They may or may not mean offense, but I don't care. You see, I'm sort of independent. I am my own superintendent. My star is on the ascendant. Danny, That's why I don't care. I glaub don't mir, care. alles wird gut. Hör einfach der Musik zu. What people Warum? think of Das hilft me. auch nicht mehr. I'm happy, go
Hier in der Bar gibt es wohl nichts, das diesen Typen jetzt auf den richtigen Weg führen könnte. Ja, Fürth hat wirklich recht. Ich glaube, ich weiß, warum du Tennen nicht verhaftest. Du arbeitest für ihn. Bingo! Pass auf dich auf, Danny. Oh Gott! Haben wir sonst noch was hier zu tun? Irgendwie hier noch? Setzen Sie. Warum nicht? Ja, warum eigentlich nicht? Weil wir sind sowieso gerade ein bisschen am Arsch in dem hier. Irgendwas sagt mir, es wird schwarz. Sieben. Verdammt. Ja, zumindest in Zukunft ist es schwarz. Setzen Sie. Ich setze auf die Ungeraden. Ah. 26. Wie kann man nur so ein Pech haben? Setzen Sie. Ich setze auf alle. Double Zero. Sieben. Das für 26? Setzen Sie. Meine Glückszahlen sind die Geraden. Double Zero. Nein! Alter, wie kann man nur so ein Pech haben? Okay, gut, da bringt sowieso nichts hier. Man weiß ja Glücksspiel und so, war. Sehen. Hey, Was? was zu trinken bitte? Was trinkst du? Peps. Ach, eigentlich. Vergessen Sie es. Wie du willst. Pepsi Cola oder was? Was wissen Sie über Trixie? Willst du dich etwa an Kids Mädchen ranmachen? Niemals. Gut, sonst würde ich dich nämlich bald in der Ehrengalerie aufhängen, verstehst du? Ich hänge da bereits, in dem her. Ist die Erkältung schon weg? Erkältung? Ja. Als ich Sie vor ein paar Stunden gesehen habe, niesten Sie wie verrückt. Junge, ich hatte seit 2 Monaten... Ach ja, richtig. Hab Sie wohl verwechselt. Ups, Entschuldigung, bin gerade auf die rechte Maustaste gekommen. Okay, hier geht's jetzt echt nix. Hey, sieh da, ein zahlender Gast. Sehr witzig. Ich gehe mal, wa? Warte, du gehst hier nicht weg, bis ich weiß, was mit dir nicht stimmt. Bist du wirklich an Valenti? Nö. Was soll denn sonst tun? Ihn bedrohen damit? Ich habe hier etwas, das dich vielleicht überzeugen könnte. Keine Bewegung. Das ist keine echte Knarre, ich schwör's dir. Sieh mal, die ist ein Geschenk von Don Valenti. An deine Familie von meiner. Aus Dankbarkeit für deine fortwährenden Dienste, J.J. Valenti. Sieht aus, als wäre der kleine Mickey Corleone hier wirklich bei der Aktion Sacramento dabei. Du hast Mumm, Kleiner, das mag ich. Gönn dir einen Drink, geht aufs Haus. Matches, Knarre runter. Du siehst aus wie ein Vollidiot. Was war denn das gerade? Alter Shit. Aber gut, wir kommen scheinbar weiter, beziehungsweise wieder raus und müssen ja etwas noch für Danny Parker erledigen. Ich schätze mal, Artie holen wegen ihr und dann wegen ihm, weil wenn Artie natürlich auftaucht, geht Kid direkt auf ihn los und dann für ein zorniges Lied und so und dann dürfte der Rest, glaube ich, schon ungefähr stimmen. Wie dem auch sei, wie es weitergeht, hoffentlich mit, ja, mit Michael Corleone, Artie McFly, Trixie Trotter und irgendwie fällt mir etwas wieder ein zu Trixie, aber dazu dann vielleicht mehr im nächsten Part. Bis dahin, ciao zusammen.